Guten Morgen alle und willkommen zurück auf meinem Channel. Heute schätzen wir über etwas, was als Frauleute immer an den Kopf könnt, ihr oder Sommer könnt, und zwar Detox-Kuren. Was für Detox-Kuren gibt, brauche ich wirklich eine Detox-Kur oder sind Detox-Kuren einfach nur total Geldverschwendung? Das sieht alles hallo. Angefangen damit, was überhaupt eine Detox-Kur ist. Detox ist eigentlich nichts anderes, wie die Körper von toxischen Stoffen zu befreien oder zu reinigen, wie ihr das auch seht. Ihr lest ja immer hier und da von Körperreinigung an Purification und so Sachen, dass eigentlich der Körper verbunden total geputzt wird und total clean ist, wenn ich das so kann sagen. Was eine Detox-Kur eigentlich soll bringen, das ist erstens mal, was sie immer, respektive die, die eine Detox-Kur anbieten, die Leute verklickern, ist, dass sie davon auffällt, dass den Bien-être besser geht, dass ihn eine bessere Haut kriegt, dass ihn sich körperlich viel besser fühlt, dass ihn keine Wassereinlagerungen mehr hat und natürlich, dass den Stoffwechselprozess am Körper beschleunigt wird. Das heißt, dass einfach Stoffe am Körper besser verstoffwechselt gehen und in dem Moment auch besser aus dem Körper rausgehen. Voilà, da gibt es auch verschiedene Detox-Kuren, respektive verschiedene Methoden. Wie ihr wahrscheinlich auch auf den Social Medias gesehen habt, zum Beispiel gesehen auf Instagram und auf Facebook immer die Detox-Teien. Das heißt eigentlich, dass ihr über eine lange Zeit, das kann zwischen 2 Wochen und keine Ahnung, 28 Wochen, zwischen einem halben Monat oder einem Monat, wo ihr sollt einen speziellen Tee trinken, den verschiedene Substanzen hat und verschiedenartig mit Kräutern zusammengestaltet wird. Die soll erst dann dabei helfen, erstens mal, solo mal besser auf die Toilette zu gehen. Das heißt, dass da eben mehr Wasser los und in dem Moment eben mehr Wasser am Körper soll verlieren, dass eben Wasseranlagerungen sollen zurückgehen. Dann soll den Tee anscheinend doch bewirken, dass ihn auffällt, und zwar über 14 bis 28 Wochen. Meistens zu den dann noch einen bestimmten Erstprogramm dabei, den ihn dann natürlich auch muss kaufen, weil sonst kann das Ganze natürlich nicht klappen. Dann eine andere Methode, das ist Detox Juice. Das heißt, das sind einfach in dem Moment Smoothien, wo ich kann trinken, respektive wo ich über eine lange Zeit just Jus soll trinken, für wirklich Schadstoffe aus dem Körper rauszukriegen, dass der Körper total clean ist und in sich einfach besser fühlt. Da ist natürlich auch ein Produkt, den die Leute verkaufen, wo das die Leute bringen, dass soll dabei auch natürlich aufholen, weil man aufholen, du kriegst den Eisfrei natürlich direkt, zack, hol den Eis, ne? Wenn es geht, sehr schnell und für allem viel aufzuholen. Dann eine andere Möglichkeit, was ein Detox-Kur angeht, das ist, dass nicht mehr gering ist, das heißt Grinkgemäß und Grinkobst, auch über eine lange Zeit, was eigentlich so gesehen auf den nämlichen Prinzip rauskommt wie Detox-Juices, weil ihr ja in dem Moment auch just Obst und Gemäß konsumieren soll, über eine lange Zeit. Das kann natürlich sein von 3 Tage bis 7 Tage, 14 Tage oder 21 Tage. Das hängt dann immer davon ab, wie lange das ihr machen, respektive welche Programme in dem Moment da gewählt wird. Da komme ich einfach mal direkt dazu, brauche ich überhaupt einen Detox. Also für uns zu fangen, nee, und so brauche ich keinen Detox. Ich brauche keine Detox-Kur für überhaupt anzufangen aufzuholen. Ich brauche auch keine Detox-Kur für überhaupt sein Fitnessprogramm umzufangen, für den Sommer natürlich. Weil wir wollen ja aufholen, ihr den Sommer losgeht. Ich meine, das ist so normal, das Licht steht frei an. Und das seid ihr noch natürlich auf alle Social Media, wo sie dafür werben, schnell aufholen und einen Monat für Pratze für den Sommer. Blödsinn. Also Körper möchte all da ein Detox. Und zwar durch den Darm, durch die Leber, durch die Nieren, durch das Haut und durch das Lungen. Durch das Haut und durch das Lungen auch, weil wir atmen ja alles an. In dem Moment machen als Lungen alles proper an, wir atmen ja in dem Moment auch Schadstoffe aus. Als Haut, die möchte auch eine Art Detox, und zwar indem sie schweißt, gibt es auch Schadstoffe aus, die wird als Poren auf der Haut. Die Leber, Nieren und den Darm, die machen natürlich auch hier Arbeit. Aber wenn will, ihre Stoffwechselauflauf von den Schadstoffausscheidungen unterstützen. Das Einzige, was er eigentlich in dem Moment muss machen, ist genug trinken. Genug trinken ist auch immer relativ. Es sind viele Leute, die mir zum Beispiel so, ich liebe zu viel trinken, Fachkommt, da muss ich auch so, mein Körper gewinnt so viel zu trinken. Wanderlo, die Leute, die trinken Maximum 2 Liter den Tag, das ist wirklich nicht gut. Es soll wenigstens 1 Liter auf 20 Kilo trinken.
Das heißt, wenn der 60 Kilo weiter, soll er natürlich 3 Liter Wasser trinken. Wenn er dann natürlich Sport macht, soll er über den Sport natürlich auch am besten 1 Liter trinken. Am Sommer also sogar besser 1 bis 2 Liter mehr zu trinken, zumindest wenn es mega warm ist, du brauchst also Körper einfach die Flüssigkeit für nicht zu dehydrieren, für keinen Kaffee zu kriegen, auch für das als Gehirn auch anscheinend funktioniert, aber nicht einfach umkippen von Dehydration. Ein anderer Weg als ein Stoffwechselauflauf am Körper, also als soi-disant natürlich Detox zu unterstützen, ist einfach mit einer gesunden und ausgeglichenen Ernährung, das heißt auch genug Gemüse und genug Obst an unseren Tagesauflauf, also an unser Essen. Erstens, Tagesauflauf anzuplanen, für eben genug Vitaminen zu holen. Wie gesagt, zum Beispiel also Erdbeer, Hambier, Blaubier, Maulbier, Apfel, die zum Beispiel mega viel Antioxidantien, die ihrem Körper in dem Moment auch helfen, hier seinen eigenen Detox zu machen. Das heißt, wenn du kannst, braucht er kein Detox-Kur. Du musst kein extra Produkt kaufen, für einen Detox zu machen, weil der meint, du musst schnell auffüllen. Natürlich holt er bei ihrer Detox-Juice auf. Das ist nicht mehr wie normal, weil die trinkt just Jus. Aber wenn der just Jus trinkt, kann man nicht sagen, dass er wirklich etwas zu erschult. Die trinkt eigentlich just gepressten Obst und gepressten Gemüse. Ihre Körper respektive ihre Organe schaffen nämlich richtig, weil sie nichts zu schaffen haben. Das ist natürlich auch nur etwas, wo du ihre Körper lösen musst, um gewinnen, um selber zu schaffen. So musst du nur für sein Essen selber zu zersetzen, respektive ihre Stoffwechsel, dass den auch im Ernst geht, für Sachen zu verstoffwechseln. Ich selber habe auch schon meine Erfahrung gemacht mit einer Detox. Ich schon auch wie ich ganz am Anfang angefangen habe mit dem ganzen Ernährung und Fitness, Wahnsinn nenne ich mal, und ich auch einen Detox gemacht. Ich hatte damals Booty Detox, also habe ich doch einen Booty Detox gemacht und die sollte über 28 Tage gehen. Das ist dann ein Tee, den ich mal bestellt habe, ein Tagestee und ein Nutztee. Den Tagestee, den sollte ich dann ein Morgens und ein Mittags trinken und den Nutztee natürlich auch für Schlafen. Voilà, du dabei war dann natürlich auch ein Ernährungsprogramm, aber wenn ich so zurückdenke, kann ich wirklich just den Kopf rüsseln. Du hattest zum Beispiel mittags 200 Gramm Salat, das hat ja 3-mal keine Kalorien, das ist ja nicht für zu essen. Mit einem kleinen Löffel griechische Joghurt, war okay, wow, das dann den Dressing gewirrscht. Und du dabei 2 Haferflocken Kichelcher. Also kann keiner sagen, dass das eine anständige Ernährung ist. Ich habe das dann während 2 Wochen gemacht. Ich hatte mega Hunger die ganze Zeit, ich hatte mega den Kopfweh. Du dabei, als noch kommt, dass der Tee noch stinkige Face gerichtet wird. Wirklich degelassen. Ich konnte den Teesäckelchen konnte ich nicht riechen. Das war wirklich degelassen. Voilà. Nach den ersten 14 Tagen habe ich mir gedacht, okay, war schon natürlich auch 3 Kilo an 2 Wochen verloren, was eigentlich auch viel zu viel ist. Und ich habe gedacht, gehst einfach mal am Internet gucken, was du darüber findest. Und ich habe noch ein bisschen darüber gesicht, weil ich hatte schon ein bisschen darüber eine kleine Recherche gemacht, ehe ich mal das Ganze eben zugelöst habe. Und komischerweise habe ich just einen einzigen Post von, der wirklich seine Meinung darüber geschrieben hat und öffentlich gepostet. Und zwar waren das all die Nebenwirkungen, die ich auch gut, und zwar die Kopfweh. Ich hatte, wie soll ich sagen, den Mut ziemlich auf der Kopf für die dezent zu sagen. Ich meine, ihr wisst, was ich da meine. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt und das Allerschlimmste war auch noch, dass mein weiblicher Zyklus total am Arsch war durch die ganze Detox. Ich kann keiner sagen, dass es gesund ist, wenn einem sein Zyklus als Frau durch eine Nebrüsch geht, just durch einen Tee und durch einen Nutztee und die mega super Ernährung. Voilà. Es kann ich natürlich auch immer gucken, was du dran ist, aber ganz immer mal ehrlich, kann ich natürlich auch andere Sachen schreiben, die sollen da dran sind, die aber nicht dran sind, respektive die dran sind, die nicht so dran sind. Wie gesagt, noch 14 Tage bin ich abgehalten, ich bin zurück auf meine normale Ernährung gegangen, ich habe einfach ein bisschen mehr Wasser den Tag getrunken, schnell abgetapert. Es kann ich nämlich, kann ich seinen Körper darum gewinnen, genug Wasser zu trinken. Und zwar, dass in all Woche bis all 2 Wochen einen halben Liter geht mit Wasser. Dann kann der Körper und zum Nieren genug Zeit,
für sich und den bisschen mehr hohen Wasserkonsum zu gewinnen, ohne dass ihr irgendwie Schniere wegkriegt. Weil das ist auch ein Fehler, den ich einmal gemacht habe. Ich habe gemeint, ich muss von einem Tag auf den anderen mega heftig gehen am Wasser und ich kann erst so, ich hatte richtig meine Niere weh und ich habe daraus gelernt. Das heißt, wenn ihr wollt, euren Wasserkonsum abschrauben, alle Woche, respektive alle 2 Wochen, könnt ihr einen halben Liter einfach gehen oder von Woche zu Woche einfach 200 Milliliter gehen. Ich am Moment sind bei 5 bis 6 Liter den Tag, wenn ich trainiere. Wenn ich nicht trainiere, leine ich so die 4-5 Liter den Tag. Das heißt, ich trinke ja ungefähr 1,5 Liter immer beim Training. Das ist ganz okay, wenn euer Körper wie gesagt drin winnt. Fazit: kein Mensch braucht eine Detox-Kur, kein Mensch braucht extra speziell Skinny Me Tea oder Booty Detoxen. Kein Mensch braucht ein Detox, ein Juice Detox oder ein Juicing-Kur, braucht kein Mensch. Bringt den Körper gar nichts, fehlt nämlich alles und gesund Fetter, gesund Kohlenhydraten und gesund Proteinen. Also mit gesund meine ich Sachen, die nicht fertig gestaltet werden, respektive Sachen ohne Konservierungsstoffe und ohne Farbstoffe. Wenn ihr nämlich wollt, dass ihr Körper entgift ist, einfach genug Wasser trinken, Obst gemäß an der Ernährung abonnieren, und probieren so viel wie möglich Junkfood respektive essen, was fertig ist, wie alles, was Konservierungsstoffe und Farbstoffe hat, eliminieren und dann müsst ihr Körper für selber einen Detox. Wie ich auch schon mal in meinem Cardio-Video gesagt habe, die brauchen eigentlich ein minimales Kaloriendefizit für aufzuholen, auch keinen extra speziellen Tee, den er dann aus dem Kopf kostet, bringt das sowieso nicht. Am meisten schmecken sie auch nicht so gut. Es gibt noch andere Tee, die ein bisschen helfen, Wasser zu verlieren, wenn ihr das wollt, wie zum Beispiel Kamillentee, Brennnesseltee oder so was. Kräutertee sind immer gut für den Körper, soll den natürlich auch nicht übertreiben. Ich trinke noch alltag 1 bis 2 Tassen Tee, meistens einen Mondtee oder eben noch einen Brennnesseltee, weil ich trinke eigentlich gerne Tee und das unterstützt eben meinen Körper als einem Stoffwechsel auflädt. So, das war doch schon mal diesem Video. Das war auch ein bisschen ein kurzes Video. Ich meine, muss nicht immer mega lang sein. Wie ich euch auch schon an meinen letzten 2 Videos an wie auch auf Snapchat schon gesagt habe, wird heute den glücklichen Gewinner von dem Fit-Taste Giveaway bekannt gehen. Und zwar habe ich mir heute den Shaker schon mal präpariert mit all den Zettelchen an den Namen dran, mit den Leuten, die mitgemacht haben. Und auf dem Weg wollte ich euch noch alle gut vielmals merci und dass er mitgemacht hat. Das hat mich wirklich gefreut, wie gut mein Fit-Taste-Video angekommen ist, respektive war ich überrascht, wie viele Leute mitgemacht haben, respektive wie viele Leute eigentlich noch Fit-Taste noch nicht probiert haben. Und ich kann euch wirklich rekommandieren, Fit-Taste zu bestellen. Ich selber bin wirklich super zufrieden damit und ich persönlich gebe nicht repräsentieren, ohne es selber gut zu finden. Das heißt, wenn ihr aber nicht sollt gewonnen, nicht verzweifeln, mit dem heutigen Code kriegt ihr aber noch immer 10% bei Fit-Taste. Und ich kann wirklich mal traurig gewisse sagen, das ist wirklich etwas mega Leckeres. Gerichte, also das Menü schmecken wirklich super gut. So, ich shake das mal ein bisschen und dann gucken wir, wer gewonnen hat. So wollte ich schon noch so der glückliche Gewinner, den hat am besten schreibt man. Respektive ich kontaktiere, wenn man noch ein paar Dinge nicht geschrieben hat, für eben die Adresse, respektive die E-Mail-Adresse zu kriegen. Für das Fit-Taste dann kann Kontakt mit dem jeweiligen, der gewonnen hat, abholen, für das er eine Woche lang nicht muss kochen und eine Woche lang Fit-Taste probieren. Also gucken wir mal. Und zwar wird gewonnen, ich gucke, ob ich das so heute gesagt habe. Und zwar wird gewonnen der Carol Roth. Herzlichen Glückwunsch, Carol. Du hast Fit-Taste Probierbox gewonnen. Und du kannst eine Woche lang einfach daheim chillen. Du musst nicht kochen, du musst kein Meal Prep machen. Und du kannst gratis Fit-Taste probieren. Voilà, und die anderen alle gut, ich sage euch vielmals merci, dass ihr mitgemacht habt. Seid wahrscheinlich nicht so viel traurig. Es werden in Zukunft sowieso noch ein paar Gewinnspieler kommen. Ob das mit Fit-Taste ist oder etwas anderes, das kann ich euch noch nicht verraten. Aber ihr wisst aber, dass ihr mit dem heutigen Code bei Fit-Taste noch einmal 10% kriegt. Ja, voilà, das war es auch schon. Merci fürs Gucken und merci fürs Mitmachen. Und da wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
Und vergiss nicht bei Fitdays zu bestellen, wenn ihr Bestellung diese Freude noch will tun. Ja, das war es schon. Bis dann. Ciao.